Ich fange ganz kurz an, um dir nochmal in Erinnerung zu rufen, wer dann genau die 7 Sendschreiben geschrieben hat. Das ist der Johannes. Man sagt, das ist der, der auch das Evangelium von Johannes geschrieben hat, also nach seinem Namen benannt. Er hat auch noch 3 andere Briefe geschrieben. Also der Johannes war ein Jünger von Jesus. Und zwar nicht einfach irgendeiner, sondern er ist der, der amigs geschrieben hat im Evangelium von Johannes. Das ist der Jünger, der Jesus lieb hat. Ich meine, wer von uns wird sich getrauen, zu sagen, ich bin im Fall die Jüngerin, die Jesus lieb hat. Also nicht, wo ihn liebe, sondern er, der mich liebt. Und das, was ich selber bezeichne. Und am Schluss sagt er dann, hey, das bin im Fall ich. Ich habe das schon als Kind recht lustig gefunden, dass er das einfach so von sich schreibt. Und er ist ein bisschen spezieller, weil er ist eben ein Schriftsteller. Er hat auch 3 Briefe geschrieben, die Offenbarung geschrieben, das Johannesevangelium geschrieben. Dann ist er ein Prophet, dann ist er ein Hirt, dann ist er ein Pastor und er ist auch ein Künstler. Weil er ist ja der uns Bilder vor Augen malt. Und die Bilder malt er nicht nur in der Offenbarung mit diesen 7 Sendschreiben, die so bildlich dargestellt werden, sondern das fängt schon in seinem Evangelium an, weil er nimmt die Worte, wie sich Jesus vorstellt, mit seinen Ich-Bin-Wort. Ich weiss nicht, ob du die kennst, es gibt 7 von dem. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und mit jedem von diesen 7 Ich-Bin-Aussagen verknüpft der Johannes eine Verheißung und malt uns damit 7 verschiedene Bilder, wer Jesus ist. Und in der Offenbarung macht er das wieder. Er malt wieder 7 verschiedene Bilder mit diesen 7 Briefen, wo er Botschaften empfängt von Jesus, wo er weitergibt an die Kirchen. Und ein Bild, das wir während diesen Sendschreiben gesehen haben, ist das Bild, wo er malt, wer Jesus ist. Wir sehen es jetzt genau das. Ich liebe das Bild, weil ich verstehe auf einmal, aha, das meint es, wenn es in Offenbarung 1, Vers 12 steht, dass er da ist mit seinen weißen Haaren, mit dem goldigen Gürtel da oben, mit dem weißen strahlenden Kleid, mit diesen 7 Leuchtern da dargestellt, mit diesen 7 Fackeln, die 7 Gemeinden unten dran. Und der Johannes beschreibt ihn, den Jesus, wie er ist. Und in diesen 7 Sendschreiben wird eins von diesen Stückchen immer wieder gebraucht, wie er sich beschreibt. Heute geht es um Philadelphia, die zweitletzte von diesen 7 Gemeinden. Und wir hören mal rein, was Jesus dem Johannes gesagt hat. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen. Und was er schließt, kann niemand öffnen. Ich weiß alles, was du tust. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber du hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören, sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht. Dazu bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du meinen Befehl befolgt hast. Geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer siegreich ist, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird ihn nie verlassen müssen. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und er wird Bürger in der Stadt meines Gottes sein, in dem neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und mein neuer Name wird auf ihm geschrieben stehen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wow, das sind die Worte, die wir jetzt gehört haben, wo der Johannes von Jesus empfangen hat, wo er der Gemeinde weitergeben sollte. Ich habe es so dargestellt mit dem Wort Tür. Das kommt drin vor in dem ganzen Brief. Und das ist das, was man hört.
Und nicht nur hört Johannes etwas, sondern er hat auch eine Vorstellung, wie das aussieht. Das ist, wie du es siehst, Worttür und das ist Bildtür. Und es ist immer cool, wenn man das Wort von Gott nicht nur hört, sondern sich auch ein Bild davon machen kann, was denn das bedeutet, Tür. Und nicht nur das, nicht nur hören wir das Wort, nicht nur sehen wir das Bild, sondern wenn es einen Bezug hat zum Alltag, wenn du weißt, jeder von uns weiss, wie ist schon mal durch eine Tür durchgegangen. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Und so redet Gott. Sein Wort ist lebendig. Es ist nicht nur das, was wir geschrieben sehen oder was wir eine Vorstellung davon haben, das Bild, sondern es hat immer einen Bezug zu unserem Alltag. Eine Tür, die sich schließt oder die nachher wieder aufgeht. Und das hilft uns, zum Antwort zu geben mit dem, was wir gehört haben, von dieser Vorstellung, die wir überkommen vom Wort von Gott und mit dem, was es für einen Bezug hat in unserem Alltag, können wir Antwort geben. Und ich habe das Zepter, das ist von Michi in einer Message, von diesen Sendschreiben, das gefällt mir einfach. Aber heute bedeutet das, nicht nur heute, sondern ein Zepter allgemein bedeutet, das ist die Antwort, die wir geben können. Das heisst, uns ist Macht anvertraut, weil wir es hören, weil wir eine Vorstellung haben, weil wir wissen, wie sein Wort sich im Alltag anfühlt, können wir entsprechend darauf reagieren und eben regieren. Das ist das, was mich an diesen 7 Sendschreiben besonders inspiriert, weil es ist so bildlich. Man kann sich das so vorstellen. Und Jesus redet so haargenau in diese Situation von diesen jeweiligen Sendschreiben hinein. So genau. Und darum ist mein erster Punkt, Jesus spricht deine Sprache. Er spricht so, dass es du verstehst. Der erste Vers ist Offenbarung 3, Vers 7. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das sind 2 Worte, die ich kurz rausnehmen will. Gemeinde und Philadelphia. Philadelphia, das heisst Bruderliebe. Und es kommt von daher, weil da hat es einen König gegeben. Seinen Namen habe ich mir jetzt absichtlich nicht gemerkt. Und der hat einen Bruder gehabt. Und der Bruder hat er besonders geliebt und darum hat er eine Stadt gebaut, Philadelphia, und hat sie eben Bruderliebe genannt. Und Spannende ist, also Philadelphia heisst Bruderliebe und in dieser Stadt gibt es Christen, die sind von ihren Brüdern, von den Juden, ausgeschlossen worden aus der Synagoge. Und dort fängt bereits die Bilderwelt für mich an, weil ich denke so, wie krass, eine Stadt, wo Bruderliebe heisst und du wirst von deinen Brüdern ausgeschlossen, aus der Synagoge ausgeschlossen. Also das ist die Bilderwelt, die der Johannes uns mit reinnimmt, dass wir das Wort nicht nur hören, sondern auch ein Bild davon haben und ein Gefühl, wie es sich anfühlt. Das ist das eine. Und das Zweite ist Gemeinde. Und Gemeinde, das kommt vom Griechischen und heisst gesetzgebende Versammlung. Und das heisst, das ist so ein politischer staatlicher Begriff gewesen. Also das hat mit Kirche nichts zu tun gehabt. Wir, also für alle die schon ein bisschen sich auskennen, wissen, Ekklesia, das ist das Wort für Kirche. Woher es eigentlich kommt, ist ein politischer staatlicher Begriff, der beschreibt, dass eine Gruppe von Menschen, und jetzt möchte ich das vorlesen, zusammenkommt, um die Angelegenheit von einer Stadt zu regeln. Und da kommt das Zepter wieder zur Geltung. Und ich finde es mega eindrücklich, dass genau das, wie die politische Gemeinde beschrieben worden ist, der Begriff genommen worden ist und für Christen verwendet worden ist. Das sind wir. Also uns ist Macht anvertraut, uns ist Autorität anvertraut. Wenn wir zusammen sind, wenn du in der Small Group bist, da wo ihr das Zweite, das Dritte zusammen ist Gott mitten unter uns. Und wir haben Macht. Wir haben ein Zepter in der Hand und wir können sagen, und im Fall, so steht es in der Bibel und so läuft es. Das heisst Ekklesia, das heisst Gemeinde, dass wir zusammenkommen und Angelegenheit in der Stadt regieren. Und ich kann dir sagen, wenn wir das so richtig schnallen, macht eigentlich das Leben mit dem Gott auf einmal Sinn, da auf dieser Welt. Weil ich denke mir so Stimmen, meine Güte, für was muss ich 50 oder 60 oder noch mehr Jahre warten, bis ich endlich mein Ziel erreiche? Wir sind da und haben
Autorität anvertraut, um Angelegenheiten in unserem Umfeld, in unserer Stadt zu regieren. Lass uns das mal noch kurz so einfach als Tatsache nebendran stehen. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Jesus stellt sich also in diesen 7 Sendschreiben, in diesen Briefen ganz spezifisch und individuell vor. Und das finde ich sehr faszinierend. Und wenn wir das mal kurz durchgehen, zum Beispiel Ephesus, das erste Sendschreiben. Ephesus heisst Darling oder Liebling. Das bedeutet der Name von dieser Stadt. Und spannend ist ja, dass ausgerechnet in dieser Stadt, wo Liebling heisst, also die Herausforderung oder die Kritik ist, dass sie ihre erste Liebe verloren haben. Und diese Connection ist so erstaunlich. Und das ist nicht die einzige von diesen 7 Sendschreiben, sondern das zweite ist zum Beispiel Smyrna. Das heisst sweet smelling oder suffering, was so viel heisst wie Myrrhe, also der Duft von der Myrrhe, was gleichzeitig auch ein Bild ist fürs Leiden. Und ausgerechnet in dieser Stadt werden Christen verfolgt. In der nächsten Stadt, die heisst Pergamon. Und dort tut sich Jesus vorstellen als der das doppelschneidige Schwert hat, das aus dem Maul kommt. Und wir wissen, das Schwert wird immer mit dem Wort von Gott in Verbindung gebracht. Und ausgerechnet in dieser Kirche haben sie Probleme mit der Lehre. Falsche Lehre. Also das hängt irgendwie zusammen. Der Leo hat letzte Woche von Sardes geredet und hat gesagt, Sardes heisst Erneuerung, ausgerechnet Erneuerung in einer Kirche, was heisst, dass sie tot sind. Da muss etwas neu werden, da muss etwas neu erweckt werden. Und wie ich schon gesagt habe, Philadelphia, Bruderliebe, ausgerechnet in dieser Stadt, wo Bruderliebe heisst, spüren sie Bruderhass und werden ausgeschlossen aus der Synagoge, aus dieser Gemeinschaft der Juden, von ihren Wurzeln, ausgeschlossen. Und Jesus redet so präzise und genau in die verschiedenen Gemeinden hinein, damals. Und meine Frage ist, könnte es sein, dass er heute genauso genau zu dir redet? Genau in deine Situation hinein. Genau so, dass es du verstehst, dass du nicht nur einfach Tür lesest und keine Ahnung hast, wie eine Tür aussieht, sondern du weißt, wie eine Tür aussieht. Du weißt, wie es sich anfühlt, wenn man durch eine Tür durchgeht. Und das aus dem einzigen Grund, dass du entsprechend kannst regieren und reagieren. Und genau so redet Jesus in dein Leben. So, dass es du verstehst. Dass du genau weißt, er holt dich ab und er meint dich und er sieht dein ganze Leben. Und zwar nicht als er sieht es im Fall, sondern es ist ihm bekannt. Und das heute noch. Ich tue jeden Mittwochmorgen mit ein paar von meinen Pastorenfreundinnen beten. Und zwar jeden Mittwoch vom 6:30 bis 7 mit ICF Wien, mit ICF München, mit ICF Bern. Wir beten zusammen und wir machen das schon mehr als 10 Jahre. Und am liebsten machen wir das mit Bibelversen, weil das hat einfach mega Kraft. Und wir erleben es genau so. Wir lesen die Verse, auf einmal überkommt das Gestalt und eine Form. Wir realisieren, wow, das hat ja mehr mit unserem Alltag zu tun, wie das wir meinen. Und entsprechend nehmen wir das Zepter und sagen, und so läuft es in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Vor ein paar Wochen haben wir uns wieder getroffen, online mit diesen Freundinnen. Und dann hat sie eine Frau von München erzählt, was bei ihnen gerade abgeht. Ich weiss nicht, hast du gehört von dieser UNUM-Conference, wo sich Leute treffen vom ganzen christlichen Leib, und sie werden so zerrissen in der Zeitung. Es sind etwa 5000 Leute, die dort teilgenommen haben. Und sie sind schon, also es muss im Vorfeld gewesen sein, weil die Konferenz ist erst gerade gewesen, so zerrissen worden in der Zeitung. Obwohl nebendran ist der Christopher Street Day mit 500'000 Leuten und mehr und von der LGBTQ-Ecke und da passiert nichts.
Also das ist das, was Frauke erzählt hat. Und dann hat die Lana erzählt an dem Morgen, dass sie 10 Jahre ICF Wien feiern. Und ich weiss, das ist wirklich ein Feier wert. Die haben viel durchgemacht und die haben durchgehebt die ganzen 10 Jahre, um dort in Österreich, in Wien, eine Kirche zu bauen und erleben, dass der Gott im Himmel wirkt. Aber gleichzeitig, wo sie sich vorbereitet auf die 10-Jahresfeier, die vom Mittwoch dann am Wochenende war, sind die Wiener Festwoche. Das tönt für mich so romantisch und Musik und schön. Was sie gemacht haben dieses Jahr, ist, sie haben so eine Oper aufgeführt, die heisst Sancta. Und das bedeutet, das sind so Nonnen, die sind oben verkleidet als Nonnen, unten sind sie nackt, sie tun so mit den Rollschuhen durch die Gegend Rollschündeln. Und als krönenden Abschluss haben 2 von diesen Nonnen miteinander Sex auf dem Kreuz. Und das ist einfach wie eine Faust ins Gesicht, weil in Wien spürt man, dass sich die Atmosphäre verändert. Nicht nur wegen dem, sondern sie haben auch eine Street Parade mit Bildern, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und die Lana sagt, schau, das wird gehypt von den Leuten, das wird gefeiert von den Leuten. Was machen wir mit unserer 10-Jahresfeier? Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Was machen wir? Wir sind da, wir feiern 10 Jahre, wir werden von niemandem angeführt, wir werden von niemandem gefeiert. Und mit dieser Situation haben wir gebetet. Und ich habe gesagt, die lieben Frauen, ich bin mich gerade am Vorbereiten für eine Message über Philadelphia, lass uns zu Offenbarung 3 gehen. Ich habe noch nie mit Offenbarung 3 gebetet, aber einmal ist das erste Mal und wir sind jetzt nicht ungeübt im Bibelvers beten. Also bin ich eingestiegen und gelesen Offenbarung 3, Vers 8 bis 9. Und da heißt, ich weiß, was du getan und geleistet hast. Und da hat es uns schon gepackt. Wir haben gemerkt, das sind nicht nur einfach schwarze Worte auf einem weißen Papier, sondern das hat einen Bezug mit dem, was sie in Wien im Speziellen jetzt erleben. Die haben durchgehebt, 10 Jahre. Ich weiß, was du geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein. Genau so haben sie sich gefühlt. Extrem klein gegenüber dem, was in der Welt abgeht. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Und jetzt Achtung, das ist die Situation, wo genau ihr Leben beschrieben hat. Genau so haben sie sich gefühlt. Und das ist das, wir haben das Bild gehabt. Wir haben gewusst, so fühlt es sich an. Türen. Genau so. Und wir haben weitergelesen, was jetzt kommt. Und es ist immer so krass, wenn man mit dem Wort Gottes betet und das nicht nur hört, sondern ein Bild hat. Auf einmal wird es prophetisch. Und auf einmal kommt eine Situation, die weitergeht, wie das, was man selber sieht. Und wenn ich weiterlese, dann heißt es, achte jetzt auf alles, was geschehen wird. Es werden Leute zu dir kommen, die sich als Juden ausgeben, aber sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Ich werde sie dazu bewegen, dass sie sich vor dir niederwerfen, denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Das ist so eine Zusage, wo die 2 Frauen im Speziellen bekommen haben. Weil sie haben sich schwach gefühlt, sie haben sich klein gefühlt. Genau so, wie es da beschrieben ist. Er hat gesagt, und wie wenn Jesus würde sagen, pass auf, das ist nicht das Ende. Sie werden einmal alle ihre Knie vor mir beugen und sehen, dass ich dich liebe. Und dann ist es weitergegangen. Offenbarung 3, in einer halben Stunde mag man dann auch noch ein bisschen beten, oder? Geht noch ein bisschen weiter. Offenbarung 3, Vers 10 bis 13. Ihr habt mein Wort beherzigt, zu dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Durchhalten ist nicht einfach nur so ein Wort, schwarz geschrieben auf weißem Blatt, sondern gerade die Lana vom ICF Wien, wir haben gewusst, was es heisst für sie, dass sie durchgehalten haben. Nachher heisst es weiter, haltet fest, dass alle die durchhalten und das Wort, die Wörter, die ineinander fließen, merkst du es, festhalten, durchhalten. Und weil du festhaltest, und jetzt kommt's, das Sagen, wo wartet, alle, die durchhalten und der Siegen ringen, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und sie werden immer darin bleiben. Ich werde den Namen meines Gottes auf sie schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes.
Das geht noch weiter bis zum Schluss. Das ist die Zusage, die auf einmal so lebendig wird, weil man merkt, hey, das ist das, wie Gott sie sieht. Du hast durchgehalten, du hast festgehalten und darum wirst du zu einer Säule, zu etwas Stabilem mache ich dich. Und die Christen von Philadelphia haben genauso gewusst, was das bedeutet. Weil die Stadt, das war eine Stadt mit vulkanischen Aktivitäten. Und im Jahr 17 nach Christus ist die Stadt komplett zerstört worden von einem Vulkanausbruch. Alles durcheinandergefallen und eingestürzt. Und die Leute haben recht Angst gehabt, um in dieser Stadt zu wohnen. Die sind nämlich rausgegangen, weil sie Angst hatten, dass wenn der Vulkan wieder aktiv wird und ausbricht, dass Steine auf sie fallen und sie werden getötet werden. Und Jesus sagt, ich weiss, was du gemacht hast. Du hast festgehebt und ich mache dich, weil du festgehebt hast, zu einem festen Bestandteil von meinem Tempel. Ich weiss nicht, ob du vulkanische Aktivitäten kennst. Bildlich gesprochen in deinem Leben. Ob das etwas anklingen lässt. Vulkanische Aktivitäten in deiner Gefühlswelt, in dem, was abgeht, in der Schule, an der Arbeitsstelle, bei deinen Kollegen. Und so präzise und so genau, wie Jesus damals zu diesen Menschen geredet hat und gesagt hat, schau, ich weiss, was du gemacht hast, weil du festgehalten hast, mache ich dich zu einem festen Bestandteil in meinem Tempel, in meiner Stadt. Das ist nicht einfach, ja, heb einfach ein bisschen durch, sondern das hat ein Ziel. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns. Jesus spricht so genau und so deutlich in deine Situation, so, dass es du verstehst. Er redet, er schenkt dir eine Vorstellung von seinem Wort, einen Bezug zum Alltag, wie Türen, damit du kannst antworten und sagen, okay, wenn das so ist, dann sage ich, wie es läuft. Durchhalten, damit du zu einem festen Bestandteil wirst. Das Zweite ist, deine Geschichte passt in sein grösseres Bild. Es heißt weiter in Offenbarung 3, Vers 7, das sagt der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkomme den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Und es gibt noch ganz einen Haufen zu dem zu sagen. Aber was ich möchte sagen, ist es nicht krass, dass die Gemeinde in Philadelphia ist ausgeschlossen. Und Jesus verwendet das Bild vom Schlüssel, wo wohlverstanden schon im Alten Testament vorkommt und sagt, hey, es gilt nicht, was eure jüdischen Brüder mit euch machen, ausschliessen, sondern es gilt, wenn ich einen Schlüssel habe, dann ist es der Schlüssel. Und wo ich aufschliesse, da schliesst niemand zu. Und die Christen sind ausgeschlossen worden von der jüdischen Gemeinschaft, aber Jesus sagt zu ihnen, hey, ich mache dir Türen auf, die niemand zumachen kann. Und es ist spannend, ausgerechnet ihre Not vom Ausgeschlossensein, da dahinter steckt ihre Berufung. Dass sie eine Berufung haben, die Stadt ist grundsätzlich an so einem Ort gelegen, rein physisch, dass sie die griechische Kultur und die griechische Sprache auf Asien haben können verbreiten. Das ist so wie das Tor zu Asien gewesen. Es war also sozusagen eine Missionsstadt gewesen, um die griechische Kultur und Sprache zu verbreiten. Und der Jesus sagt zu ihnen, hey, und das ist eure Tür, die aufgeht. Ihr werdet meine Jesus-Kultur, meine Jesus-Sprache, werdet ihr auf Asien verbreiten. Ihr habt das Gefühl, ihr seid klein, ihr seid ausgeschlossen von der jüdischen Gemeinschaft. Aber ich mache eure Türen auf, dass ihr die Botschaft von dem wahren Gott, den ihr daran festgehalten habt, rausbringt. Hinter unseren Nöten und unseren Schwierigkeiten könnte es sein, dass eine versteckte Berufung liegt. Da, wo du am meisten Probleme hast,
am meisten drunter kommst, am meisten strugglest, könnte es sein, dass eine Berufung von dem Gott im Himmel für dein persönliches Leben versteckt ist. Schau mal, der Petrus. Der Petrus verleugnet Jesus 3-mal. Komplett versagt. Aber da dahinter steckt eine Berufung ausgerechnet in dem, dass er nachher der Kirchenvater wird. Ist das nicht krass? Ich bin extrem unsicher gewesen als Kind, bis als junge Erwachsene und darum ich hatte extrem Angst gehabt, ich bin schüch gewesen, extrem Angst vor Leuten zu reden. Und dann denkt man immer so, ja, Jesus nimmt halt die es am wenigsten gut können und stellt sie auf die Bühne, damit er möglichst gross rauskommt. Und ich sage, es ist genau anders. Der Finn hat genau gewusst, dass auf meinem Leben eine Berufung liegt, auf der Bühne stehen und predigen für Jesus. Er hat genau gewusst, dass ich eine Salbung habe, eine göttliche Befähigung, um das, was ich machen kann, mehr wieder mein natürliches Sein zu machen. Und darum hat er gedacht, lieber tun wir mal schon alles in der Kindheit zudecken und schenken dir noch 2, 3 missglückte Auftritte als Kind, damit sie ja nie auf die Idee könnte kommen, auf die Bühne zu stehen. Und so ist es auch in deinem Leben. Dort, wo du denkst, du bist der grösste Versager, die grösste Versagerin, könnte es sein, dass eine versteckte Berufung drin steckt. Weil der Find Angst hat, dass wenn du das entdeckst, was deine Identität ist, was das ist, was Jesus dich ganz besonders mit seinem eigenen persönlichen Fingerabdruck gemacht hat, weil der Find hat Angst, wenn das auffliegt, hat er verloren. Wenn du weißt, dass du göttlich befähigt bist, gewisse Sachen zu machen und den Stab in die Hände zu nehmen und zu sagen, es läuft so in meinem Leben, in meinem Umfeld, dann kommt der Find sowas von Angst über, dass er lieber schon von vorne weg alles zudeckt, dass du ja nichts merkst, dass du denkst, ich bin so scheiße in diesem Bereich, du hast Sätze, die über dir schweben, die dir nie denken lassen, dass du genau dort drin befähigt bist, weil er alles versucht, um das zu entdecken. Und wenn er so präzise geredet hat zu diesen Menschen in Philadelphia, Bruderliebe statt der Bruderliebe, wo sie gehasst sind von ihren Brüdern, ausgeschlossen von den Brüdern, wo sie wissen am eigenen Körper, was es heisst, wenn man ausgeschlossen ist. Und er sagt, hallo, ich habe den Schlüssel. Und ich sage, wo die Türen offen ist und wo die Türen zu ist. Und ich sage dir, dass da eine Türen offen ist. Und ich sage dir, dass du da eine Berufung hast. Und wenn das so präzise stimmt für sie, und er ist der gleiche gestern, heute und auch morgen. Darum nehmen wir das heute ganz persönlich. Und ich spreche das über dein Leben aus, was in Offenbarung 3, Vers 8 steht. Schau, ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand zumachen kann. Deine Kraft ist klein, aber du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekennt. Das ist deine Berufung. Dass du kannst an dem, was in der Bibel steht, festheben. Und er sieht dich. Und ich möchte mit uns einfach noch ein bisschen bei dieser Tür bleiben. Weil Türen ist etwas, was wir alle kennen. Aber wenn ich jetzt euch würde fragen, stell dir mal eine Tür vor. Also, die Ilus machen, die haben sich diese Türen vorgestellt. Ich habe mir eine andere Tür vorgestellt. Und wenn ich dich frage, was stellst du dir für eine Tür vor, stellst du dir vielleicht irgendeine Tür vor. Und mir geht es immer am einfachsten, um die Augen zu machen und meine Vorstellungskraft mit zunigen Augen zu aktivieren. Und du darfst das gerne machen. Weil ich möchte dich jetzt fragen, was siehst du für eine Tür? Schau einfach mal und versuch, dir vorstellen, vielleicht ist es eine Tür, die du kennst von daheim, vielleicht
Eine Tür, die du kürzlich gesehen hast. Was hast du für eine Tür vor Augen? Versuch mal zu überlegen, ist es eher eine Eingangstür oder ist es eine Ausgangstür? Eine Tür in den Zug? Eine Autotür? Ist es eine Zimmertür? Fühlst du dich eher eingeschlossen von dieser Türe? Oder eher ausgeschlossen? Ich möchte dir einfach den Moment Zeit geben, dass du eine Vorstellung hast, wie die Tür aussieht. Und schau mal, was für eine Farbe das sie hat. Und was löst die Türen aus? Vielleicht kommen Erinnerungen, vielleicht kennst du die Türen aus dem Alltag. Vielleicht bist du gespannt, was hinter dieser Tür wäre und du würdest es gerne herausfinden. Vielleicht hast du Angst, weil hinten dran ein schwarzes Loch ist. Und ich liebe das Bild, das ich vorher gezeigt habe, wo Jesus mitten in diesen Fackeln ist, also mitten unter uns. Und darum, schau mal, wo Jesus ist. Mit dem weißen Gewand, mit dem goldigen Gürtel, mit diesen strahlenden Haaren, mit diesen leuchtigen Augen. Steht er neben dir oder steht er hinter dir? Oder vielleicht kommt er von der linken Seite in deine Vorstellung hinein, von der linken Seite in dein Bild hinein. Oder vielleicht spürst du einfach, dass du nicht allein bist. Und was macht er? Was sagt er zu dir? Es gibt Türen, wo du Angst hast zum Aufmachen. Aber er sagt, schau, ich überfordere dich nicht. Ich bin mit dir. Und das, was du hinter der Türe siehst, ich lasse dich keine Sekunden allein. Es wird dazu dienen, dass Lügen aufgedeckt werden, wo du bis dahin geglaubt hast. Ich gehe keine Sekunde von deiner Seite weg. Das ist das, was Jesus sagt. Ich habe eine Zukunft für dich parat, wie du sie erhoffst. Und er macht dir heute Abend ein Angebot und sagt, schau, ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand zumachen kann. Und ich lade dich ein, dass du dich heute Abend an dem festhebst, was sagt, ich habe den Schlüssel. Ich kann dir Türen aufmachen, die niemand zuschliessen kann. Und vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, ich bräuchte es, dass eine Tür zugeht in meinem Leben,
weil eine zunige Tür mir Sicherheit gibt und Schutz. Und er sagt, und ich mache dort, wo ich Türen zumache, dort macht sie niemand mehr auf. Und ich spreche das aus über dein Leben, dass er Türen zumacht, wo eine Tür offen war, die dir geschadet hat, die dir Schmerzen bereitet hat. Und sie geht jetzt zu im Namen Jesus, weil er sagt, da wo ich eine Tür zumache, da kann sie niemand mehr aufmachen. Und der den grossen Schlüssel hat, steht neben dir. Und du musst heute nicht rausgehen und die Lösung haben. Ich trage das Bild von dieser Tür, die ich gesehen habe, seit ein paar Tagen in mir herum. Aber es ist immer wieder ein Anlass, um mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Ich sage, schau Jesus, ich habe mir eine Tür vorgestellt und ich habe gewusst, ich habe ein Foto von dem gespeichert und habe das Foto gesucht und dachte so, wow, die sieht schon viel anders aus, als ich gemeint habe. Ich habe gemeint, es ist so eine kleine Tür. Jetzt ist sie so gross, sie ist viel positiver, als ich gemeint habe. Aber ich habe gesagt, schau Jesus, ich habe Angst, um durch diese Türen durchzugehen. Ich getraue mich nicht, weil ich nicht weiss, was hinten dran kommt. Vielleicht irgendeine Aufgabe, die mich überfordert. Vielleicht ist es dunkel dort. Vielleicht sehe ich ganz einen Haufen Leute, die in Not sind und ich weiss nicht, was ich mit denen mache. Ich bleibe lieber aussen dran stehen. Vielleicht geht es dir gleich. Jesus überfordert uns nicht. Der Unterschied von Überforderung und Herausforderung ist, dass wir bei der Herausforderung, was Jesus macht, immer Ressourcen zur Verfügung haben. Er steht immer da mit einem Schlüssel und sagt, hab keine Angst. Und weißt du was, für Jesus spielt es keine Rolle, ob ich heute durch die Tür gehe oder ob ich dranbleibe und sage, gib mir Mut und dann vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, wann auch immer. Er ist da, aber er hat eine Tür für dich aufgemacht, die niemand zutun kann. Egal wie lange du brauchst, bis du das Vertrauen hast, gefasst und sagst, okay Jesus, wir gehen da durch. Die einen springen heute durch und das ist gut und die anderen brauchen heute mehr Zeit. Nimm das Bild mit heim. Nimm das Bild von dieser Tür, weil er hat dir eine Tür aufgemacht. Weil er will Frieden in dein Leben bringen. Er will Freiheit in dein Leben hineinbringen. Er will dich zu dem sehen, wie du kannst die Sachen, die dich eingeschlossen haben, wie du kannst rauslaufen aus denen, in die Freiheit, die er gemacht hat. Und er redet spezifisch, was für eine Tür du gesehen hast, was für eine Farbe das sie hat, welche, da steckt mehr dahinter, wie das du denkst. Lass uns diese Gedanken mitnehmen. Du kannst Antwort geben mit den nächsten 2 Liedern, die wir singen. Vielleicht ist es prophetisch, weil du es noch nicht so fühlst. Vielleicht hilft es dir, um verstehen und fassen, was genau er meint mit dieser Tür. Bleib dran, frag, bis du Antwort hast, weil er redet genau spezifisch, so dass es du verstehst. Aber manchmal möchte er, dass er weiss, ob es dich wirklich interessiert. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert. Auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.